Was sind der Patrick Morbach, aka Brave, das ist mein Künstler seit die 30 Jahre. Es sind gebetchen Diddlinger aus dem Jahrgang 71 und schon de Privileg gehabt, in einer ziemlich großer Familie abzuwussen mit 9 Geschwister, also 10 Kanner. Ich bezeichne mich immer ganz gern als Vollblutmusiker. Ich amüsiere mich ganz gern mit meiner Stimme als Sänger an verschiedene Banden, wie zum Beispiel eine Band hier zu Lützeburg, Realtime Spinners, oder eine andere Band, die sich nennt Infused and Strained, hat verschiedene Musikstile halt. Und spielen noch ganz gern Saiteninstrument wie Gitarre oder Ukulele, sind selber Perkussionist und spielen noch ganz gern so exotische Instrumente wie zum Beispiel den Didgeridoo oder am perkussiven Bereich wie zum Beispiel Tenpan. Und dann Weekend oder Oves touren ich dann als DJ Brave am Nightlife op Residentplätzen, also da wo ich all wo am Programm sinn oder op Geburtsdag, Pensionfeier, Hochzeiten oder themebedingten Soireen. Ich selber sind der Fondateur von der Musikschule BAMS, Braves Alternative Music School, sind dort der Musiker, der Sekretär, den Assistent etc. den alles machen. Aus wie enger Motivationun oder aus wie engem Besoin aus deng Musikschchoul entstanen. Also aufgrund von meiner familiärer Situation, die ich an meiner Kantität hat, wo der Pap eigentlich just Geld rabot huet an Mam Kanner zünnet, allgemeine noch die Stot gemacht huet, konnten fir Kanner net immer die formell Bildungsfäier ugebote gin oder all perschen Wunsch materieller erfüllt gin hun ich effektiv de klassischen Musiksfee ugefangen gehabt. Wir schon aber auch ganz viel den nonformelle Bildungsfee gesicht. Ich war zum Beispiel ich wollte unbedingt lateinamerikanischen Perkussivbereich Bongo oder Conga spielen, dann hun ich dann desideiert pur Wochen an Kuba zu gehen und dann all der do Kurzuelen Crashkurs dat war für mich egentfir vom Lehrprozess ganz anders, das méi authentisch, weil ich du kunst Mentalität, der Rhythmus wirklich spieren mit dem Klima natürlich. Sind die zwei Weher, die ich geholt hun an 2012 hun ich décidéiert gehabt für den Schritt zu machen. Ich wollte dat nach immer mich selbstständig zu machen und du hun ich effektiv eng Schul gegründet an hun sie dann effektiv privat alternativ Musikschule genannt an hun dann mein zwei Berufe, den nazierische Beruf am soziale Sektor an Musik zu Summe fusioniert an hun dann do eng Show gegrünnt, die anscheinend bis so aber ganz gut funktioniert. Und war das bei dir anecht? Wéi gehst du do und Musik leieren run? Chemisch lo bisse wie Kach wisste den lo soll zählen fir wat Nudle so gut schmechen. Ich kann der Tat Ingredients so also Tabrezeptur. Ich mengen den Do auch bei mir an enger Musikschulen do Re och Re Bemoller sucht dieselwechten wie global gesinn überall der Re Bemollers. Nun sie bis ernstchtes weil ich hole mal ganz viel Zeit für meine Schüler, für meine Teilnehmer. Das ist auch immens aufhängig, ob es Gruppenarbeit ist oder ob es 1:1 Betreuung ist. Schon Gruppenaktivitäten von 10, 20, 30 Kanner. Du hast den alternative Weg natürlich auch mal ein bisschen Ernstes. Bei mir geht es darum, alle Schüler probieren ich zu 100% so viel wie möglich in meine Satisfaktion zu gehen an der Musik. So viel wie möglich, so nah wie möglich ihm nur zu bringen. Also, mit alle Möglichkeiten, mit seiner Kapazitäten, motorischer Natur natürlich auch koordinativ gesehen, das kann Trabun, wenn du Firma hast, dass eben halt viel mehr Zeit können effektiv holen, das sind irgendwie Noten lesen System. Das heißt, von die Lust zum Beispiel Gitarre will lernen, dann aus der Kur geht der Kur, aber das geht direkt lassen. Und im dritten Kur also ich schon fähig, Happy Birthday zu spielen. Ne? Ich passe mich und Kapazitäten vom Schüler an und das möchte ich eben halt immens alternativ. Ne? Wen ass dei Publikum sinn net für allem Jong, Schüler, Jungkleit oder geht dat durch all Altersklassen?
Meine älteste Schülerin war 66, meine jüngste war 4. Das ist ganz verschieden. Ich schon Kanner vom Zickel 1 bis Zickel 4, also so ein Schulsystem. Ich schon Schulpersonal, die ganz gerne Musik an der Schulklasse machen. Das fand ich immer super. Weil ich auch selber Formation in der musikopädagogischen Bereich sind das Flotkuren, die ich du bieten. Da sehen die nicht, ihr seid im Internet, Global Percussion. Da müssen eng super Rees mit den meist benutzten Instrumente an der Schule, Off-Instrumente etc. Und ja, das ist ganz verschieden. Also von bis, wirklich von bis. Und natürlich bei mir, mein Dir an der Musikschule Bamser so op für Menschen mit eng spezifische Besoin. Ich hatte schon zum Beispiel schon noch eine Person, die Gitter gelehrt hat, die blind waren. Was für mich natürlich auch immens herausfordernd das, für dann dem Moment doch immer Kur unzubieten, weil ich muss mich schon dann an die Person ransetzen, nach verstehe, wie erklären ich Lot D seid oder mi seid an la seid, wo hast du, wie klingt sie, wie spielt sie Sünden. Das ist einfach super. Ja. Also ich selber auch Wursen an all Kuren. Wann mal über den Projekt schwatzen, du schaffst regelmäßig auch zusammen mit anderen Institutionen. Ja. Kannst du als da pur Beispiele geben? Ja, ma ja, ich mache effektiv viel musikopädagogisch Projekte, wo ich gerufen gehe nach Schulen, auf Foyeren, SCAen, wo ich dann einmal die Woche Musik anbieten, ein Atelier, die vielleicht basiert op ein Resultat, ein Konzert, zum Beispiel ein Optritt, eine Opfeierung, themenbedingt, wie Christtag oder wie Ostertag. Lo hatte ich ein SCA zur Reconnaissance, wo man dann zum Schluss op den Festival Konzert gehen hun, weil das waren noch Schüler, die dann nur an die Liste gegangen sind, für so ein bisschen Edit zu suchen. Ich mache Großprojekte, wie zum Beispiel das Projekt mit der Kollaboration vom Rocklab aus der Rockhall, der 24 Stunden Elektro. Das ist ein großes Event von 5 Wochen, wo ich da über 1200 Kanner gesehen habe, all der die 90 Kanner. Wo dann du hinkommen und dann eng Initiation am Bereich von der elektronischen Musik gelehrt hun. Ich habe Projekte wie zum Beispiel Haut, de Moien war ich an der Stadt op der Gar an hun d'Ouverture gemacht vom Fête de la Musique. Dat war mehr partizipativen Konzert, ein interaktive Konzert, wo ich Brave and Friends und dem Brave and Friends Konzert anbieten, wo ich dann mam Publikum Musik mache, wo ich mir dann die Leute aus dem Publikum holen, an ihnen die Möglichkeit auch geben, wo einfach da denke, Mat zu machen, wie das und natürlich auch auf ganz speziellen Instrumenten zu spielen, wie ein Theremin oder auch Handpan zum Beispiel oder Wave Drum, so Sachen, weil die nicht unbedingt all da seid. Ne? Und dann beim Rote Kreuz und ich Projekte laufen, ja. Du hast auch eine lange Zeit mit einem Musiktherapeut Ja. zusammen geschafft. Und aus der Erfahrung und auch was du so im Alltag gesagt was observierst du, war das die Wirkung von der Musik auf den Mensch? Gott, das ist ein ganz spannend und für mich eine von den wichtigsten Fragen. Das ist so immer, ich habe mich philosophisch der Musik geschrieben. Ich liebe für die Musik. Ich mache von Neues bis Oves Musik. Den Moment, wo ich keine Musik mache, das ist in meinem privaten Leben. Früher war privat eben Hobbymusik, heute ist es beruflich. Ich sehe selber, was mir die Musik bringt. Ich sehe selber, wenn ich Aktivitäten mache, musikalische Ateliers, wie die Leute noch drauf sind. Oder wie den neuen Konzert zum Beispiel. Ich sehe die Leute dann an Tanz gucken, die Faszination, den Interesse, die Zeitlosigkeit, was mich immens interessiert, für einfach kurzen Moment aufgrund von der Musik die Zeitlosigkeit zu haben. Schon zum Beispiel Kur einmal an der Woche an der Psychopädiatrie mit der Kanner am CHL, die an der Urgence sind, wo ich dann einmal die Woche Musik mache. Und das ist so schön, wenn man da die Stunde zusammen Musik machen, weil du vergisst immer, für was wir überhaupt da sind oder sie da sind. Und du vergisst immer auch Zeit. Das ist auch an meiner Kur, wenn ich eine Kur gehe, ich vergesse immer auf Zeit zu gucken. Ich muss mal Dauer stellen, weil
wann en sech total der Musik gëtt, dann ass Zeit immens onwichtig. A wat et da bringt, wann ich Klier gesinne Schüler gesinn, den dann vorëm könnt, an dem man da weiß, wat de geléiert huet, a wie fasziniert den ass vun dem Instrument wat den spielt, opgrund von der Technik, die ich net grad unbedingt hewel, mein Konzept unbedingt lo verrodem, muss ich schon selber an Schul kommen, wat dann die Schüler aus dem raushält, das ist einfach nur super. Es sind Schüler, die nicht fähig sind, so wie mir, verbal können zu kommunizieren, und die durch ein Instrument irgendwie kommunizieren. Und es sind Schüler, wenn ich rankomme, gesehen, denen vielleicht zum Beispiel auch nicht so gut geht, und dann die Möglichkeit durch die Musik, nur ein paar Minuten, als die Energie, die da war, das bin man nicht mehr da, das ist einfach positiv. Ich meine, das ist auch bewiesen, wissenschaftlich, ganz viele Bücher, dass Musik immens viel den Menschen bis den Planet bringt. As Musik eng Spruch, die über verschiedene Grenzen heraus mit denen kann kommunizieren oder wie ein Platz hält für dich an? Also bezüglich der Spruch, absolut. An der Musik kann den Munsch Nationen zusammenbringen, die sich aber rezenterweise bekriegen. Da gibt es auch ganz viele Künstler, die das machen. Ich habe von einem gezählt vom Rüdiger Oppermann, den bewusst Menschen zusammengesetzt hat, kulturell für einen musikalischen Event zu machen. Ein Afrikaner aus einem Dorf aus Israel in als Palästinenser zusammen, was dann der Musik entstanden. Ein, den nie für ein Publikum war, ein, den eigentlich weiß, mit Griechen, das ist ein ähnlicher Spruch, definitiv, ja. Auch ich, wenn ich so Animationen mache, wie zum Beispiel de Moien, das Spruch ist nicht das wichtig, das mehr das Musik als Spruch selber. Natürlich ist Musik ein Spruch. Willst du ein bisschen mehr erzählen über dein Weg, die Bühne und auch bis bei dem ersten Album? Also ich muss so ein 40 Grad immens gut tun. Ich kann so nicht schon Dachschammer gemacht. Ich habe 9 gemacht. Bo 77 geboren gin. Das war ganz andere Zeiten. Ich habe damals die erste Plaque gemacht mit meinem damaligen Mentor, den ich kennengelernt habe, den haut auch noch immer super gut an der Musik NRW, das ist ein DJ Mike MC. Du hast eine Plaque rausgebracht, du hast noch eine Plaque rausgebracht. Ich kann mich auch damals erinnern, wir sind nicht immer nach Lützeburg geblieben, wir sind nämlich Plaqueproduktion in Deutschland gemacht. Da weiß ich ja wohl nicht, ob das war, weil zu preislich vielleicht nicht so teuer war wie heute zu Lützeburg. Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Ich weiß auch, dass wir ganz viel im Ausland, Deutschland, Köln, sind nach London sind ich abgetreten, nach Spanien sind ich abgetreten. Haben wir ganz viel Auslandkontakt gesicht, weil das war ganz einfach, irgendwie das zu machen. Man hatte noch immer das Gefühl, bei Lützeburg war immer ein bisschen angeschränkt. Ich denke, das aber halt viel mehr nicht wie damals. Ja, das ist aufhängig, was die will machen. Ich meine, wenn ich weiß, ich will unbedingt auf eine Bühne gehen, ich will Musiker gehen, ich meine, da fängt nicht mal die Initiation an, ich lehre mal das Instrument und da gucke ich, wo es weitergeht. Und ich denke aber, durch den Hai zu Lützeburg aber, sagen wir mal, am Wunschkanton einfach ganz viel soutenu, wo ich kann einfach ganz gern sein Hobby ausleben, die vielleicht dann auch noch später ja, professionell geht. Schon Plackenproduktion mitgemacht, schon DJ-Contester mitgemacht, international DJ-Contester und mitgemacht. Und war auf Großbühnen heute zu Lützeburg, ich war auf Großbühnen bis 5000 Leute in Frankreich. Wir haben effektiv immer viel auch am Ausland gesicht. Ich weiß nicht, ob das damals einfach so war, weil nicht ganz viel Menschen wird. Das Land das klein. Das ist vielleicht auch das. Ja. Aber der Weg war ganz schön und war heinz so steinig. Aber Gott sei Dank kann ich mich immer mit der Kraft von der Musik aber auf die richtige Weg bringen. Druck leben, machen, nicht schwätzen machen. Das ist eigentlich eine von den Devisen, die gebe ich allen Musikern so und einfach nicht lass leben. Muss ich leben, ja.